Bist du Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotografin und machst dir Sorgen um dein Business in den nächsten paar Jahren? Ich verstehe dich. Das Fotografie-Business war immer schon im Wandel. Die Technik entwickelt sich weiter. Und was wir alle, die gerne Technik haben, auch manchmal ein bisschen vergessen, vor allem einfach auch, weil man im Trott vor Arbeit ist, weil man am Abliefern ist, weil man im Stress ist, dass sich der Bedarf der Kunden extrem im Moment ändert. Es kommen jüngere Generationen, die Kunden werden, die einen komplett anderen Bedarf haben, die vielleicht nicht mehr unbedingt der hochpreisige Fotograf wollen, weil sie sagen, uns reichen sofort Bildchen, Handybildchen, wir wollen die sammeln mit Apps, die es gibt. Es gibt einerseits die Ansicht, dass Kunden nicht mehr unbedingt bereit sind, gewisse Preise auszugeben für einen professionellen Fotograf, Fotografin, weil sie sagen, wir reichen einfache Fotos, einfache Erinnerungen, Handys, Sofortbildkameras, analog, Einwegkameras und so weiter. Die Kunden hat es schon immer gegeben und das ist absolut legitim, wenn jemandem Fotos von seinem Hochzeit nicht so wichtig ist und auch in 15 Jahren man gut damit leben kann, vor allem weil die Handys heute so gute Bilder machen, Schnappschüsse und so weiter, wenn das ausreicht und keine Profifotos mit Hintergrundunschärfe, wo man das Auge sieht vom Fotograf, der genau weiss, was er macht, der Teil hat es schon immer gegeben, sogar auch in der Analogfotografie und dann noch viel mehr. Das ist okay. Der zweite Teil ist der, Leute, die wissen, was sie machen, richtige Profifotografen, die mit entsprechendem Equipment kommen, die auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren und die vor allem das Brautpaar auch im Vorfeld begleiten und über ihre Erfahrungen berichten. Würde man das dann so machen? Würde man Gruppenfotos dann machen? Würde man das Paarfotoshooting vielleicht eher um diese Zeit machen? Das sind die richtigen, wertvollen Sachen, die du als Profi mitgeben kannst. Und das ist etwas, da bin ich sehr davon überzeugt, dass auch wenn das alles weiterläuft mit KI, mit anderen Bedürfnissen der Kunden, wird es immer Kunden geben, die sagen, ich will, genau wie meine Eltern, genau wie meine Freunde, die vielleicht älter sind oder was weiss ich. Und vergesst nicht, es gibt auch immer ältere Leute, die nochmal oder das erste Mal heiraten. Ich habe regelmässig ältere Ehepaare und ich feiere das auch mega. Ich finde das eine schöne Abwechslung. Ich habe auch schon Ehepaare begleiten um 60, die nochmal oder das erste Mal geheiratet haben. Also, tut den Kopf nicht zu fest in den Sand stecken, nur weil jetzt im Moment ein Mega-Hype um die KI ist, um generative Bilder. Das Ganze wird sich weiter drehen, wie wo das Internet ist aufgekommen, wo man Bilder im Internet sharen konnte, wo Facebook, Social Media ist aufgekommen. Beobachtet das Ganze, beobachten, macht euch eure Gedanken, aber macht euch nicht verrückt. Und sonst schreibt mir gerne in die Kommentare, was dir im Moment Sorgen macht, wenn du Fotograf, Fotografin bist, oder welche Gedanken du dir machst, wenn du Kundin oder Kund bist.